Dann gibt's noch eine ganze Seite Verlag, Music Publishing, also Verlag, Schrägstrich Music Publishing im Englischen. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Gebiet für die Leute, die die Folge da werden jetzt nachher irgendwann in Ruhe anschauen. Kann ich auch nur empfehlen, auch mal in das Gebiet hineinzuschauen, weil es geht nicht immer nur um so coole Label-Shit, wo man irgendwie machen kann, oder bei einem Musiklabel arbeiten, oder mit einem Künstler arbeiten, der Songs rausgibt, sondern es gibt auch eine ganze Welt Musikpublishing oder die Verlagsseite, wo sich eher um die Kultivierung und die Koordination von der Songwriter und der Produzentenszene kümmert. Also alles, was nachher mit dem Schreiben und mit der Entstehung vom Song, Text und der Produktion, also mit der Entstehung vom Song eigentlich zu tun hat, wo vielleicht nicht der Künstler oder die Künstlerin selber übernimmt. Das ist alles Verlag und Musik-Publishing-Seite. Kobi und der Tim sind auch noch da für die letzten 12 Minuten. Von dem her, das Gebiet Verlag und Musik-Publishing ist auch ein ganz, ganz grosses Gebiet, wo in der Schweiz auch immer relevanter wird. Also historisch gesehen ist das natürlich schon sehr lang da, aber es soll einfach ein bisschen ein zweiter Punkt sein für die sich interessieren. Ja gut, ich will vielleicht den Einstieg haben in die Musikbranche, aber ich fühle es vielleicht nicht zwingend, dass ich bei einem Label würde irgendwie mitmachen, bei einem Musiklabel, oder ich fühle jetzt auch nicht wirklich, dass ich mit Künstlern zu tun habe. Vielleicht hat man eher einen huere guten Draht zu Songwriter, also zu Texter und Produzenten, und wird mit denen vielleicht etwas machen, und dann ist man halt eher auf der Musik-Publishing-Seite, und das ist halt auch eine Spielwiese, wo unendlich groß ist, wo man auch unendlich groß kann spinnen. Das sind auch meistens die Leute, die mit Lizenz oder Sampling-Recht zu tun haben, also auch teilweise eher im administrativen Bereich, oder Leute, die sich im Verlag oder Musikpublishing eher in dieser Seite sind, haben dann meistens irgendwie generell einfach Interesse, wie ein Song an sich entsteht, also wie ein Song platziert wird bei einem Künstler oder Künstlerin, wie er überhaupt dort ankommt. Und in dieser Industrie ist auch sehr, sehr viel im Umbruch, weil die Bedeutung vom Songwriter und vom Musikschaffenden hinter dem Song ist immer schon sehr, sehr wichtig gewesen in der Musikbranche. Und wie gesagt, unterschätzt das nicht. Für die das jetzt noch nie gehört haben und nicht so recht wissen, was der Unterschied ist zwischen dem Masterrecht und dem Musikpublishing und Verlagsrecht, geht mal dort, und da habe ich auch noch 2, 3 andere Episoden auf dem YouTube-Channel unter Cola Podcast. Geht mal euch dort den Unterschied reinziehen und unterschätzt dort nicht, dass es auch auf der Verlagsseite, bei den grossen Verlagshäusern oder bei den Independent-Verlagshäusern ganz, ganz viele Jobs gibt und ganz, ganz viele spannende Gebiete. Oder independent-mäßig, weil um das soll es ja ein bisschen beides gehen bei diesem Podcast amix. Unabhängig, wenn man jetzt ein neues Business starten, haltet dich natürlich auch nicht davon ab, irgendwelche Songwriter zu holen, mit denen du es gut hast, und mit denen vielleicht einfach Songwriting-Camps zu machen, wo du kannst koordinieren, und dann machst du eigentlich nichts anderes, als die Rolle einnehmen von einem Verlag, wo halt vielleicht die Songproduktionen koordinieren mit den begabten Autoren oder mit den Produzenten. Und wenn nachher ein neuer Song entsteht, dann bist du vielleicht in dieser neuen Rolle, wo du dir jetzt da erschaffen hast, bist auch dafür zuständig, dass der Song irgendwie platzieren tust bei einem Künstler oder bei einer Künstlerin, also bei einem Interpret, und nachher so dein Geld machst. Also dort gibt's halt auch auf der Publishing-Seite, Musik-Publishing-Seite, für die das noch googlen wollen, gibt's auch ganz, ganz, ganz viele spannende Stellen. In der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, je nachdem in den umliegenden Ländern, wo man sich da jetzt anschaut. Genau, das ist alles zu Verlag- und Musik-Publishing-Seite. Und da gibt's natürlich auch ganz, ganz viele andere, so Unterbereiche oder Unterjobs, wo ich da jetzt natürlich nicht alle einzeln aufzeige. Ich zeige da jetzt eher so die grösseren Felder da dahinter und so die mehr standardmäßig, so die meisten Berufe, die es dann, oder Bezeichnungen, die es gibt. Aber dort ist auch immer ganz, ganz viel im Umbruch, und es ändert sich ständig etwas, und es kommen natürlich auch viele neue Rollen dort dazu, jährlich.